Hallo zusammen, das ist Crown Cletus oder Chris. Ich melde mich hier gerne wieder mal bei euch und hoffe auf diesem Weg auch gerade, dass es euch gut geht. Ja, wer hat sich anders gedacht, das GTA 5 hat mich richtig beschäftigt. In den letzten Wochen habe ich es durchgezockt, habe noch ein bisschen Nebenmissionen erledigt und bin jetzt richtig heiß auf einen Online-Modus, der ja morgen, oder je nachdem, wer ihr das Video anschaut, auch heute oder schon in der Vergangenheit, wird rauskommen. Für die es noch nicht wissen, habe ich das auf diesem Weg noch schnell mitteilen, dass es den ja niemand verpasst. Für die es interessiert, es lohnt sich beim Social Club anzumelden. Das ist ja so ein Online-Service von Rockstar, wo Games und deine Statistiken kannst tracken und so. Und wenn man sich dort anmeldet und dann auch bei einer Crew dabei ist, tut sich das positiv auf das ganze Online-Erlebnis auswirken. Man kann dann einfacher zusammen spielen. Man sagt dann auch irgendwie zusätzliche Erfahrungspunkte oder Knete oder was auch immer ein. Es ist also mit vielen Vorteilen verbunden. Das heisst, die Crown-Jungs, die noch nie einen Account gemacht haben, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, und auch Grand Theft Auto 5 spielen, sollen sich doch das machen und die können auch bei Crown dabei sein. Und dann kann man dort zusammen noch ein bisschen mehr Punkte rausholen, was auch immer rausholen. Wird auf jeden Fall lustig, jetzt für die morgen gerade loslegen wollen. Ich bin mir da zeitlich nicht sicher, wenn es rauskommt. Der Download soll auf jeden Fall klein sein, weil es basiert ja auf der Welt, wo man schon auf der Disk oder wo man schon abgeladen hat, wo man das Spiel sich gezogen hat. Darum, rein von dem her, sollte es ein kleiner Download sein. Das ist natürlich angenehm für die nicht so schnelle Leitungen haben. Und allgemein, weil der Ansturm wird vermutlich gigantisch sein. Und weil die Amis, die ja das auch sehr viele spielen, uns ein paar Stunden hinten drin sind, das heisst 6 in New York oder so und etwa 9 in Los Angeles, ist das nicht schlecht, wenn ihr vielleicht am Namen schon mal reinschaut, ob ihr könnt loslegen könnt. Weil mit aller Wahrscheinlichkeit wird morgen nicht so viel laufen. So einfach kann man sagen. Ich bin jetzt schon mit ein paar Releases von Games dabei gewesen, die dann eben online müssen sein, und sei jetzt das Diablo 3 oder auch SimCity, wo ja von riesigen Herstellern, die unglaubliche Netzwerkinfrastrukturen haben, released wurden. Auch die haben massive Probleme gehabt am Anfang, und darum denke ich, wird es Schwierigkeiten geben morgen, also nicht durchdrehen, immer locker bleiben ist das Motto. Es wird dann schon laufen im Verlauf der Woche. Das sind nur meine Annahmen, vielleicht läuft es ja auch reibungslos, was absolut genial, aber auch recht erstaunlich wäre. Weil sie haben ja schon mit der iFruit-App ein bisschen Mühe gehabt, dass dann alle sich einloggen können und so. Also, man wird es sehen. Es können zu Problemen kommen, man kann sich vielleicht nicht einloggen oder sonstige Sachen. Also noch schnell zur Info, ein paar von diesen GamePro-Leuten oder das Heftchen oder die Webseite haben es scheinbar schon anzocken, es läuft scheinbar ein bisschen weniger in der Welt, es sind ein bisschen weniger Passanten, ein bisschen weniger andere Autos, aber es ist trotzdem noch belebt. Und wenn richtig viel läuft, dann kommt es dann schon zu kleinen Ruckler und Hänger, haben sie gemeint. Aber das war ja wirklich klar gewesen, weil es kommt schon jetzt auch ein bisschen ins Stottern. Und wenn dort ein paar Leute am Sachen in die Luft jagen sind und richtig crazy Shit am Drehen, dann ist klar, dass die Konsolen dann ins Schwitzen kommen. Darum, es wird, so wie sie gesagt haben, vermutlich richtig genial, was man alles machen kann. Aber es wird einfach gewisse Einschränkungen geben. Und darum vor allem eben morgen nicht Disk zerbrechen oder Konsolen zum Fenster rausschießen oder drauf schießen oder drauf schlagen oder reinbeissen, wenn man nicht online zocken kann. Es kommt auf jeden Fall gut und ich freue mich schon, den einen oder anderen von euch den online auch zu sehen, vielleicht mal den einen oder anderen Raubüberfall zu machen oder das eine oder andere Rennen oder das eine oder andere Mountainbike, Berg runterziehen, Fallschirmspringen. Wow, aber ja, es wird grossartig, es wird wirklich gigantisch und Rockstar sind ja eigentlich schon eine coole Sache, darum werden sie es auf jeden Fall herbringen. Es wird eventuell einfach gerade ein paar Stunden oder Tage gehen. Immer locker bleiben. Wir hören uns, ich werde sicher ein bisschen berichten, wie es läuft in der Online-Welt von diesem GTA. Und dann können wir ein bisschen schauen, was die am Machen sind. Es gibt ja immer jenseits Storys, die man sich zu erzählen hat, wenn man etwas vom GTA berichtet. Und gerade im 5, wo so viel passiert. Und das sind jetzt auch ein paar random Sachen von mir, die ihr hier im Hintergrund gesehen habt. Ja, macht's gut. Schönen Tag.